Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 2. Der schwarze Hund erscheint und verschwindet wieder. Nicht lange Zeit nach dem Auftritt ist das erste der geheimnisvollen Ereignisse eingetreten, wo uns schliesslich der Captain vom Hals geschafft haben. Wenn auch nicht seine Angelegenheiten. Es war ein bitterkalter Winter mit lang andauernden, harten Frösten und schweren Stürmen. Und es war von Anfang an klar, dass mein armer Vater wenig Aussicht hatte, den Frühling noch zu erleben. Er ist mit jedem Tag schwächer geworden und meine Mutter und ich haben den ganzen Betrieb der Wirtschaft zu besorgen. So haben wir immer viel zu tun und haben uns wenig um unseren unangenehmen Gast kümmern. Es war an einem Januarmorgen zu sehr frühen Stunde. Das Wetter war speissend kalt. Die ganze Bucht war vom Raureif grau. Die Sonne ist noch niedrig gestanden und hat nur gerade so die Hügelspitze berührt und weit übers Meer rausgeschonnen. Der Captain ist früher als üblich aufgestanden und zum Strand abgegangen. Sein Stutzsäbel ist unter den breiten Schoss von seinem blauen Rock hin und her geschwungen. Sein Messingfernrohr hat er unter die Achseln geklemmt, den Hut in den Nacken hinterher geschoben. Sein Atem ist wie ein Rauchstreifen hinter ihm gehangen, wie er so mit langen Schritten dahergegangen ist. Und der letzte Ton, den ich von ihm gehört habe, wo er um den grossen Fels gebogen ist ein lautes, entrüstetes Schnuben gewesen, wie wenn er immer noch an Dr. Livesey denken will. Die Mutter war oben beim Vater und ich war gerade dabei, den Morgentisch zu decken, damit er dann bei seiner Rückkehr alles parat finden würde. Da ist die Tür von der Wirtsstube aufgegangen und ein Mann ist eingetreten, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ein Kerl mit einem blassen, käsigen Gesicht. An der linken Hand haben ihm 2 Finger gefehlt. Und obwohl er einen Stutzsäbel mit sich getragen hat er nicht gerade nach einem grossen Fechter ausgesehen. Ich bin immer auf dem Ausguck nach Seeleuten, einerlei ob mit einem Bein oder mit 2, und ich erinnere mich noch heute, dass der Mann mir sofort verdächtig vorgekommen ist. Er hat nicht schiffenmässig ausgesehen und trotzdem hat er etwas von der See an sich gehabt. Ich habe ihn gefragt, was er wünsche, und er hat gesagt, er wolle ein Glas Rum. Als ich aber rausgehen wollte, um das Getränk zu holen, hat er sich auf den Tisch gehockt und hat mir gewunken, ich soll herkommen. Ich bin aber mit meinem Putztuch in der Hand stehen geblieben, wo ich gesehen bin. Da hat er gesagt, «Komm doch her, Jüngling, komm doch mal näher.» Ich habe einen Schritt näher zu ihm genommen. «Ist der Tisch da für meinen Mat Bill deckt?» hat er gefragt und hat mich dabei laurend angeschaut. Ich habe ihm gesagt, dass ich seinen Mat Bill nicht kenne und der Tisch sei für jemanden deckt, wo in unserem Haus wohne, wo wir Captain nennen. «Ach so», hat er gesagt. «Mein Mat Bill wird sich wohl Captain nennen lassen. Das würde mich gar nicht wundern.» Er hat einen Schramm auf der einen Backe und ein netter Kerl ist er, mein Mat Bill, besonders beim Trinken. «Wir nehmen mal an, euer Captain hat Schramme auf der Backe. Und, was meinst du? Nehmt mir mal an, er hat sie auf der rechten Backe.» «Aha, siehst. Ich has dir ja gesagt. Also, ist mein Mat Bill da im Haus?» Ich habe ihm gesagt, dass er rausgegangen sei. «Woher denn, Jüngling? Welchen Weg ist er gegangen?» Ich habe ihm den Felsen gezeigt und ihm gesagt, dass der Captain auf jeden Fall bald herkommen will. Und ich habe ihm noch ein paar andere Fragen beantwortet. Schlussendlich hat er gesagt, «Also, dann wird sich mein Mat Bill über ein Glas Rum freuen.» Der Gesichtsausdruck, mit dem er die Worte gesprochen hat, sind durchaus nicht angenehm gewesen. Und ich habe meine besonderen Gründe anzunehmen, dass der Fremde sich geirrt hat. Sogar wenn seine Worte aufrichtig gemeint gewesen wären. Aber ich habe gedacht, da ginge mir ja nichts an. Außerdem ist es schwierig gewesen, zu entscheiden, was da zu tun sei. Der Fremde hat sich fortwährend nahe bei der Haustür aufgehalten und hat allbott um die Ecke geschaut, wie eine Katze, die auf eine Maus lauert. Einmal bin ich selber auf die Strasse rausgegangen, aber er hat mich sofort zurückgerufen. Und als ich nicht schnell genug gefolgt habe, hat er sein käsiges Gesicht
auf eine ganz fürchterliche Art verzerrt. Und mit einem Fluch, wo mir Angst gemacht hat, hat er mir sofort befohlen, ins Haus zu gehen. Halb spöttisch, halb schmeichlerisch, hat mir auf die Schulter geklopft und mir gesagt, ich sei ein guter Bub und er könne mich riesig gut leiden. Ich habe selber einen Bub, hat er gesagt. Der gleicht dir so wie ein Ei am anderen und ist mein richtiger Stolz. Aber die Hauptsache für Buben ist zu folgen. Gehorsam, Jüngling. Also, wenn du zusammen mit dem Bill auf See gewesen wärst, dann wärst du da nicht gestanden und dir das zweimal sagen lassen. Glaub mir da. Da hat es beim Bill nicht gegeben und da gibt es auch bei deren nicht, wo mit dem gefahren sind. Und schau mal an da kommt ja mein Mann Bill, mit einem Fernrohr unter dem Arm, der gute alte Kerl. Dann gehen wir doch beide mal in die Würzstube, Bübli, und stellen uns hinter die Türe und wenn der Bill chli überraschen. Die gute alte Seele. Mit dieser Wort ist der Fremde mit mir in die Wirtsstube zurückgegangen und hat mich hinter ihm in die Ecke gehen lassen, sodass wir beide hinter der geöffneten Tür verborgen sind. Ich habe mich sehr unbehaglich und unruhig gefühlt, wie man sich wohl denken kann. Und meine Angst ist dadurch noch grösser geworden, dass der Fremde offenbar selber Angst hatte. Er hat den Griff von seinem Stutzsäbel frei gemacht und hat die Klinge in der Scheide gelockert. Und während der ganzen Zeit, wo wir da gestanden sind und gewartet haben, hat er fortlaufend geschluckt, als jemand einen Kloß in der Kehle haben würde, wie man so sagt. Endlich ist der Captain eingetreten, hat die Türen hinter sich zugeschlagen, ohne rechts oder links zu schauen und ist quer durchs Zimmer an den Tisch gegangen, auf dem der Morgen für ihn parat gestanden ist. «Bill!» hat der Fremde mit einer Stimme gesagt, der er deutlich anmerken konnte, dass er alle Kraft aufgeboten hat, sie ganz laut und kühn zu machen. Der Captain hat sich auf dem Absatz umgedreht und hat uns alle angeschaut. Die ganze braune Farbe ist aus seinem Antlitz gewichen und sogar seine Nase ist blau geworden. Er hat ausgesehen wie ein Mensch, der ein Gespenst erblickt oder den Teufel oder sogar noch etwas Schlimmes, wenn es da gibt. Und auf mein Wort, er hat mir leid getan, wie ich ihn plötzlich so alt und krank aussehend gefunden habe. «Hä, Bill, du kennst mich doch. Du kennst doch gewiss einen alten Schiffsmat, Bill», hat der Fremde gesagt. Der Captain hat das Maul aufgerissen, wie wenn er nach Luft schnappen müsste, und hat gerufen: «Der schwarze Hund!» «Ja, wer denn süß?» hat der andere geantwortet, wo sich offenbar angefangen hat, ein bisschen behaglicher zu fühlen. «Der schwarze Hund, immer noch der Alt, ist jetzt da, um seinen alten Schiffskumpan, den Bill, in Admiral Benbow zu besuchen.» «Oh, Bill, wir haben etwas durchgemacht, wir zwei, seitdem ich die beiden Greifen verloren habe.» Und dabei hat er die verstümmelte Hand in die Höhe gehoben. «Gut, dann lass mal zu», hat der Captain gesagt. «Du hast mich gestellt. Da bin ich. Also dann sag, was willst?» «Da sieht er ähnlich, Bill», hat der Schwarzhund geantwortet. «Bist immer noch der alte Billy. Ich will mir ein Glas Rum geben lassen von dem lieben Jüngling da, wo so nett war, und dann hocken wir her, wenn's dir recht ist, und wenn der vernünftiges Wort miteinander plaudern, als richtige alte Schiffskameraden.» Als ich mit dem Rum wieder reingekommen bin, sind sie schon am Morgentisch einander gegenüber gesessen. Der schwarze Hund in der Richtung von der Tür und ein bisschen seitlich auf dem Stuhl, so dass er, wie man vorgekommen ist, sein Auge auf seinem alten Schiffskumpan und das andere auf seiner Rückzugslinie hatte. Er hat mir befohlen, rauszugehen und die Tür weit offen zu lassen. «Durch Schlüsselloch schauen geht's bei mir nicht, Jüngling», hat er gesagt. Ich habe die zwei miteinander hocken lassen und habe mich in den Zapfraum zurückgezogen. Auch wenn ich mir natürlich alle Mühe gegeben habe, etwas zu hören, habe ich lange Zeit nichts anderes hören wie ein leisliches Gemurmel. Schliesslich aber haben die Stimmen angefangen lauter zu werden und ich habe ab und zu ein paar Worte vom Captain verstehen, meistens Flüche. «Nein, nein, nein, nein! Und damit basta!» hat er einmal geschrauen. Und ein anderes Mal: «Wenn's zum Baumeln kommt, sollen alle baumeln. Das sage ich.» Dann aber hat es plötzlich einen furchtbaren Ausbruch von Flüchen und anderen Geräuschen gegeben. Stühle und Tische sind umgekehrt, gefolgt von Klirren von Stahl und dann ein Schmerzensschrei.
Und im nächsten Augenblick habe ich den schwarzen Hund voll Furcht gesehen. Der Captain scharf hinter ihm her, beide mit ausgezogenen Stutzsäbel. Dem schwarzen Hund aber ist Blut von der linken Schulter abgeströmt. Unmittelbar vor der Tür hat der Captain noch einen letzten furchtbaren Streich nach dem Flüchtenden geführt. Sicherlich hätte ihm der Hieb den Garaus gemacht, wenn er nicht vom grossen Gasthausschild vom Admiral Benbow aufgefangen worden wäre. Man kann die Spur noch bis auf den heutigen Tag an der unteren Liste vom Rahmen sehen. Mit dem Hieb ist das Gefecht ausgesehen. Kaum ist der schwarze Hund auf der Straße gesehen, hat er trotz seiner Wunde eine ungeheure Geschwindigkeit entwickelt und ist in einer halben Minute jenseits von der Höhe verschwunden gesehen. Der Captain aber hat wie geistesabwesend aufs Schild gestarrt. Dann ist er sich ein paar Mal mit der Hand über die Augen gefahren und schlussendlich ist er ins Haus zurückgegangen und hat zu mir gesagt: «Jim, rum!» Und als er die Worte gesprochen hat, ist er hin und her taumelt und hat sich mit der einen Hand an der Wand abstützen. «Sind Sie verwundet?» habe ich geschrauen. «Rum!» hat er nochmal gesagt. «Ich muss weg von da! Rum! Rum!» Ich bin schnell holen gegangen, aber ich bin von allen dieser Vorgängen ganz verstört gewesen und habe ein Glas verschlagen und habe den Zapfen nicht richtig aufdrehen. Und während ich damit noch zu tun hatte, habe ich im Wirtszimmer einen schweren Fall gehört. Und als ich reingesprungen bin, habe ich den Captain gesehen, so lang wie er war, auf dem Fußboden liegen. Im gleichen Augenblick ist meine Mutter gekommen, die das Geschrei und den Lärm vom Kampf aufgeschreckt hatten. Sie ist die Stege runtergesprungen, um mir zu helfen. Mit vereinter Kraft haben wir ihm den Kopf aufgeklopft. Er hat sehr schwer und laut geatmet, aber seine Augen sind zugesehen und sein Gesicht so blaurot, dass es schrecklich war zum Anschauen. Herrje, meine!» hat meine Mutter geschrauen. «Was für eine Schande für unser Haus! Und auch dein armer Vater liegt krank im Bett!» Wir hatten keine Ahnung, auf welche Art wir dem Captain helfen könnten. Wir haben gedacht, er wäre im Gefecht mit einem Fremden tödlich verwundet worden. Ich habe allerdings den Raum gebracht und habe versucht, ihm etwas davon einzuflößen. Aber seine Zähne sind so dicht geschlossen geblieben und seine Kinnbacken so hart wie Eisen. Wir haben uns ganz glücklich und erleichtert gefühlt, wo plötzlich die Tür aufgegangen ist und der Dr. Livesey eingetreten ist, wo seinen Besuch bei meinem Vater machen wollte. «Au, Herr Doktor!» haben wir gerufen. «Was sollen wir machen? Wo ist er verwundet?» «Verwundet?» «Pappalapapp», hat der Doktor gesagt. «Der ist nicht mehr verwundet wie du oder ich. Der Mann hat einen Schlaganfall gehabt, wie ich es ihm vorausgesagt habe. Also, Frau Hawkins, rennen Sie mal schnell rauf zu Ihrem Mann, aber sagen Sie ihm, wenn irgend möglich, kein Wort von dieser Geschichte. Ich muss ja leider mein Bestes tun, dem sein Kerli sein in jeder Beziehung wertlose Leben zu retten. Und der Jim wird so gut sein, mir eine Schüssel zu holen.» Als ich mit der Schüssel zurückgekommen bin, hat der Doktor schon dem Captain seinen Ärmel aufgestreift und seinen dicken, muskelkräftigen Arm entblößt, wo an mehreren Stellen tätowiert war. «Gut Glück, schöner Wind, Billy Bones, sein Liebling.» Diese Inschriften sind sauber und deutlich auf dem Unterarm angebracht gewesen. Auf dem Oberarm aber, in der Nähe der Schultern, ist ein Bild von einem Galgen gewesen, an dem ein Mensch gehangen ist. Sehr hübsch und witzig ausgeführt, wie mir gedünkt hat. «Prophetisch», hat der Doktor gesagt und hat aufs Bild tippt. «Und jetzt, Meister Billy Bones, wenn da euer Name ist, wenn wir uns mal die Farbe von eurem Blut anschauen.» «Jim», hat er gesagt, «hast du Angst vor Blut?» «Nein, Herr Doktor.» «Also, dann hebt mal die Schlüssel.» Und mit dieser Wort hat der Doktor seine Lancette genommen und hat den Ader geöffnet. Eine grosse Menge Blut ist abgezapft worden, bevor der Captain die Augen aufgemacht hat und mit einem blöden Blick um sich geschaut hat. Zuerst hat er den Doktor erkannt und hat die Stirn gerunzelt. Dann ist sein Blick auf mich gefallen und er hat erleichtert ausgesehen. Plötzlich aber hat er die Farbe gewechselt, hat sich versucht aufzurichten und hat gerufen: Wo ist der schwarze Hund?» «Da ist kein schwarzer Hund», hat der Doktor gesagt. «Ihr habt zu viel rumgetrunken. Und jetzt habt ihr einen Schlaganfall gehabt, genau wie ich es euch vorausgesagt habe. Ich habe euch aber, sehr gegen meinen Willen, noch einmal mit dem Kopf voraus dem Grab rausgezogen. Also, Herr Bones, so heisst sie nicht.
hat der Captain den Doktor unterbrochen. Ist mir wurscht, hat der geantwortet. Ein alter Seeräuber, den ich kenne, heisst so. Und ich sage euch auf die Kurzart. Und wenn ich euch zu sagen habe, ist da. Ein Glas Rum wird euch nicht umwerfen. Aber wenn ihr Eis trinkt, dann werdet ihr noch Eis nehmen und wieder Eis. Und ich gebe meine Perücke zum Pfand. Wenn ihr das Umsaufen nicht ganz und gar aufgebt, dann sterben sie. Verstehen Sie da? Sterben und gehen dorthin, wo sie hergehören. Wie der Mann in der Bibel. Also, jetzt versuchen Sie mal aufzustehen. Ich will euch ins Bett bringen. Mit grosser Mühe ist uns beiden gelungen, dem Doktor und mir, den Captain die Stege aufzubringen und dann auf sein Bett zu legen, wo ihm sofort der Kopf aufs Küssi gesunken ist, als ob er fast ohnmächtig wäre. Also, denkt dran, hat der Doktor gesagt. Ich wasche meine Hände Unschuld. Das Wort Rum bedeutet für euch der Tod. Und damit ist er rausgegangen, um zu meinem Vater zu schauen. Er hat mich am Arm gefasst und hat mich mit rausgenommen. Und sobald er die Tür zugetan hat, hat er zu mir gesagt, das hat nichts zu bedeuten. Ich habe ihm genug Blut abgezapft, um ihn für eine Weile ruhig zu halten. Er sollte noch eine Woche im Bett liegen bleiben. Das ist das Beste für ihn und für euch. Aber wenn er noch einen Schlaganfall überkommt, dann ist es aus mit ihm.